eine Filiale von meinem Geschäft aufmache, dann kommt mir heute oder morgen Konkurrenz daher. Ja, welcher Vater bietet seinem Sohn schon so eine schöne Gelegenheit, sich zu versorgen, wie ich den Kunibert? Wenn er aber die Kohlbauer Minna durchaus nicht mag. Du kannst ihn doch nicht zwingen, dass er ausgerechnet die heiratet. Warum mag er es nicht? Warum? Weil er so eine aufgedonnerte Stadtmamsel im Kopf hat. Umsonst fährt er nicht alle Augenblick nach 7 Kirchen über. Diese blöde Bahn wird uns gerade noch gefällt. Red nicht so provinztorisch daher. Es war höchste Zeit, dass wir's gekriegt haben. Ja, höchste Zeit, freilich. Frag einmal bei uns die Geschäftsleute in Waldstätten, wie sie drüber denken. Jetzt ist auch von unseren Kunden die Ware nicht mehr gut genug. Jeder fährt zum Einkaufen nach 7 Kirchen über. Demnächst fahren sie noch wegen die Frühstückssemmeln über. Zwecks denen zahlen sie die Fahrten nicht aus. Semmeln haben wir selber frische. Aber was der Kunibert über die Mauer gesagt hat, da muss ich ihm schon recht geben, mein Lieber. Die sind bei uns recht altbachern. So, jetzt auf einmal. Ja, nicht schon zusammen. Und ohne Rass. So ein Semmel, wenn's zusammendruckst, muss krachen. Das macht Appetit. Ach, so ein Unsinn. Ich hab mir auch die Meinung aus dem Ort genommen. Und ich hab auch nicht lang gefragt, ob's kracht oder nicht. So, ich verbitte mir den Vergleich mit den Semmeln. Und wenn der Kunibert in seiner freien Zeit einmal nach 7 Kirchen überfährt, seine Freundel besuchen, muss man ihm das Vergnügen schon gönnen. Ja, freilich, seine Freundel. Dass es sich um ein Frauenzimmer handelt, dafür hast du gar keinen Beweis. Na ja, und wenn er in der Stadt drin eine finden, dann die ihm gefeuert. Mir war's wurscht. Ja, mir aber nicht. Also der Stadtflitscher, die fliegt bei mir raus. Ja, dann machst du ein Geschreischwager. So macht man's nun da, wie die gehört. Die Frau Förster sagt immer, gebildete Leute reden nur halblaut miteinander. Da sollen wir am Buckel aufsteigen. Die Präsidentin von unserem Frauenfortbildungsverein ladet ja zu einer Buckelkragspartie ein. Ein ganzer Fortbildungsverein kann man gestohlen bleiben. Ihr habt eure Tarotpartie, wir haben unseren Verein. Komm schon, Rastika, wir gehen gleich durch den Laden. Ja, du, heute wird's interessant. Heute hält uns nämlich die Försterin einen Vortrag über die zunehmende Verblödung in den kleineren Provinzorten durch die Verheiratung der Ortsbewohner untereinander und deren Verhütung mittels frischer Blutzufuhr. Du schau, das wird ja schön. Da wird der Metzger eine Freude haben. Aber die Försterin, die bringt unsere ganzen Weiber noch völlig durcheinander. Ja, aber wenigstens können wir einmal am Abend in der Woche mit Ruhe Karten spielen. Guten Abend. Ah, Erik, bin ich am Interesse. Der Förster fehlt noch, aber der darf wahrscheinlich erst fort, wenn sein Alt in ihrem Verein gegangen ist. Also unsere Weiber sind schon alle runter zum Konditor Zöpf. Die meine ich schon vor einer Stunde fort, damit sie ja nicht zu spät kommt zur Blutauffrischung. So, heute wird abgerechnet, ne? Ja, also der Vater meint, dass wir heuer nicht so viel in unserer Skatkasse haben wie letztes Jahr. Sie sind schon gut. Viel mehr muss das sein. Ja, gut doppelt so viel. Haben wir Da ist er ja, unser Herr Kassier. Ja, jetzt werden wir es gleich erfahren. Was ist das Weibliche bei Ihnen schon aus dem Hause? Die beraten schon fleißig über die Verblödung ihrer Männer. Also seit mein Alte in diesem Fortbildungsverein ist, entdeckt sie jeden Augenblick einen neuen Fehler an mir. Größten Sender, bei mir wird auch alle Tage der Bildungshebel angesetzt. Ja, und bei mir liegt seit 14 Tagen schon Bierchen auf dem Nachkastel, das ihr lesen sollt. Der gute Ton der Gesellschaft. Ja, was geht denn mich der gute Ton an? Ich bin doch bei keinem Gesangsverein. Aber jetzt zur Hauptsache. Die Abrechnung, Herr Förster. Damit wir wissen, wer recht hat. Ich oder die anderen. Also, meine Herrschaften, jetzt haben wir es einmal. Also, letztes Jahr haben wir 78 Mark und 60 Pfennig. ja. Und heuer haben wir sage und schreibe 142 Mark und 35 Pfennige zum Verputzen. Na bitte, was hab ich gesagt? Das hätte ich nicht geglaubt. So viel lassen wir gefallen. So viel hätte ich nicht erraten. So, meine Herren, da haben Sie jetzt einen Wein. Ja, sie muss heuer was Feines leisten, gell? Jawohl, was Feins, da haben Sie recht, Herr Förster. Nicht wieder so was Fahrs. Ganz ein Krug bitte schon rüber. Zum Feuerwehrfest nach Wurzelfeld. Ja, das war ein Reinfall. Ja, das war auch die Idee von unserem Herrn Schäberl, gell? Warum? Mir hat's gefallen. Ah, was denn? Das viele Wasser und die umeinander. Spritzerei die ganze Zeit. Und Was, da ist halt nichts für Sie. wir verstehen uns.
Prost! Prost, beieinander. Herr Klops, der Vertreter von heute Vormittag ist wieder da. Oh, ist das- Ja, und er fragt, ob er nicht allein kommen kann. Der mit seiner Schuhcreme, sowas kauft doch bei uns im Dorf kein Mensch. Ja, bei mir war er auch schon in der Früh. Ich hab mich gleich versteckt. So, dann sagen Sie, dass Sie reinkommen. Ja. Sagen Sie, Herr Schäber möchte eine größere Bestellung machen. Guten Abend, meine Herren. Also bei uns war es kein Geschäft, bei uns kaufen die Leute nur Stiefelwichse. Ja. Und dazu fahren sie womöglich noch nach Siebenkirchen über. Ja, die armen Kaufleute müssen halt in Siebenkirchen an Konkurrenz machen. Dann kaufen die Kunden schon ihren Ort. Sie müssen eben mit der Zeit gehen, sie müssen sich modernisieren. Sie dürfen... Keine Stiefelwichs mehr verkaufen, sondern nur noch Schuhcreme. Richtig. Gestatten, Ja, ist schon gut. dass ich mich vorstelle. Ach so? Mein Name ist Eule. Meine Herren, der Kaufmann muss auf sein Publikum erzieherisch einwirken. Er muss demselben begreiflich machen, dass die feuchte Stiefelwichse dem Leder schadet, die Creme hingegen dasselbe konserviert und somit die Schuhe um mindestens 3 Jahre länger haltbar macht. Gut, Sie werden mir vielleicht einwenden, dass es für die Schuhmacher nicht gerade ein Vorteil ist. Aber ich frage Sie, meine Herren, lebt denn der Kaufmann von den Schuhmachern allein? Darf er aus Rücksicht auf Sie das Interesse seiner zahlreichen sonstigen Kunden außer Acht lassen? Nein, das darf er nicht. Und somit ist es sogar eine Ehrensache des Verkäufers, die Konsumenten gewissermaßen zu ihrem Glück zu zwingen. Ja, großartig, wie der reden kann. Gell? Ja, Sie müssen ja direkt mit worden sein, vor lauter Reden. Kommen und setzen Sie einer her. Bitte schön. Tja, ich bin so frei. Also, wenn man einer so zuhört, kommt man direkt zu der Überzeugung, dass die Menschen ohne ihre Schuhcreme gar nicht mehr existieren können. Ja, ein bisschen rückständig sind wir ja schon in Waldstätten. Aber das wird sie mit der Zeit schon geben. Besonders, wo wir jetzt die Bahn haben. Aber meine Herren, schauen Sie mal, wie das Siebenkirchen von Jahr zu Jahr mehr aufblüht. Also das ist heute schon gegen Ihren Ort die reinste Großstadt. Nein, nur nicht übertreiben, gell? Da eine Großstadt, sage ich Ihnen. Ja, die Herren werden Sie ja wohl selber kennen. Ja, wir fahren prinzipiell nicht rüber. Wir haben gar kein Verlangen, auch eine Großstadt zu werden. Aber ich bitte Sie, meine Herren, also hier in Waldstätten haben Sie ja nun wirklich rein gar nichts. Ja, hier gibt's noch nicht mal ein richtiges Kaffeehaus. Bitte? Tun Sie unser Konditor Zöpf nicht beleidigen. Konditorei und Kaffee, gell? Ja, von dort komme ich gerade her. Und das nennen Sie ein Kaffeehaus? Ja, also, das Haus geht ja noch zur Not. Aber der Kaffee, also eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ja, und dann die Zeitungsauswahl, nicht? Das Kreisblatt von Siebenkirchen und der Anzeiger von Waldstätten. Erscheint wöchentlich 2-mal. Ja, dafür steht aber auch nichts drin. Meine Herren, übrigens, lesen hätte ich sowieso nicht können, denn da war eine Gesellschaft von eingeborenen weiblichen Geschlechts versammelt und die übertreffen, was das Durcheinanderreden anbelangt, ihre Großstadtschwestern noch um ein ganz beträchtliches. Ob das nicht der Frauenfortbildungsclub war? Ja, das glaube ich auch. Frauenfortbildungsclub ist gut. Also sowas von Geschnatter habe ich mein ganzes Leben lang noch nicht gehört. Aber meine Damen, sag ich endlich, hier gilt es so kein Kapitol zu retten. Und außerdem, sie würden einander viel besser verstehen, wenn sie nicht alle zur gleichen Zeit reden täten, sondern höchstens 5 auf einmal. Da taucht mich eine von diesen Bildungsklubblerinnen an und sagt, Sie, erstens haben wir kein Kapitol, das ist Wissen, und zweitens brauchen Sie nicht hinhorchen auf das, was wir reden. Horcht ist gut! Sie, war das so eine aufgetakelte Endfuchzgerin? Ja, genau, exakt. Ein Hut hat's auf mit lauter Federn drauf. Ja, da hat sie immer gewippt wie ein Zirkuspferd. Ich habe mich lebhaft erinnert an so eine Schwiegermutter aus den fliegenden Blättern. Schwiegermutter aus den fliegenden Blättern. Das muss ich mal merken. Ich sage, sowas lässt doch woanders nicht ohne Maulkorb herumlaufen. Ja, das habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht. Aber gleich habe ich gewusst, das kann nur sie sein. Wer sie? Ja, mein Alter. Ach, Wahnsinn, entschuldigen. Ich bin doch nicht so zimperlich. Okay. Ja, aber vielleicht eine Verwechslung. Suchen Sie sich jetzt nur keine andere aus, sonst erwischen Sie bei Ihrem Bett ganz sicher eine von uns. Ja, nein, das ist doch ein Irrtum. Nein, nach Ihrer fotografischen Schilderung habe ich sofort
meine Apollonia wiedererkannt. Ja, Schwiegermutter aus dem fliegenden Blätter. Ja, wir sind Ihnen doch nicht böse, dass Sie unsere Weiber in Kapitol genannt haben, na? Aber der Ausdruck ist gut. Den habe ich noch nie gehört. Auf den Schrecken auf, wenn Sie sich jetzt ein Glas Wein gut tun. Ja, meine Herren, gestatten Sie mir wenigstens auf das Wohl Ihrer werten Frauen das Glas zu leeren. Jawohl, unsere Frauen sollen leben. Ja, und das Kapitol da nicht. So, jetzt können Sie wieder weiterschimpfen. Auf Waldstätten. Ja, also, meine Herren, nur mal Spaß beiseite. Ja. Was fängt ein alleinstehender junger Mann hier bei Ihnen mit seinen freien Abenden an? Kein Theater, kein Konzert. Ja, ich glaube noch nicht mal ein Kino. Ja. Goldenen Schiff, aber nur am Sonntag. Bei uns da rentiert sich kein Theater oder sowas. Rentiert sich nicht, das ist eine falsche Ansicht, die jeden Unternehmungsgeist im Keim erstickt. Ach, da sind die in Siebenkirchen ganz anders. Ja, da hat es zum Beispiel der Krone Wirt in seinem Saal ein erstklassiges Varieté-Theater eingerichtet. Ja, da gab es auch Leute, die gesagt haben, das rentiert sich nicht. Und es rentiert sich glänzend. Ja, die Anzeige habe ich auch schon öfters im Kreisblatt gelesen. Ja, ich sage Ihnen für Siebenkirchen alle Hochachtung. Sie war da gestern Abend in dem Theater total überrascht, was da für billiges Geld Gutes geboten wird. Zum Beispiel eine Nummer wie die 5 Karnickel. Was? 5 Karnickel? Ja, das sind das dressierte Hosen. Ja, meine Herren, schauen Sie mal, haben Sie jemals etwas Zuckerigeres gesehen als diese 5 Mädeln? Ja, fix sind das aber. Ja, sind das aber gesehen und alle gleich wachsen. Sagst du, schau dir mal das an. Gibt's halt sowas wirklich? Was denn? Lass mich ausschauen. Langsam. Einer nach dem anderen. Aber zuerst komm ich drauf. Also da glaube ich gern, dass da die Siebenkirchener hinlaufen. Die schauen ja gerade daher. Die schauen ja alle aus wie Hasen, sind die angezogen. Ja, deshalb heißen sie ja die 5 Und Karnickel. da die mit der Beizkappe und die langen Ohrwaschen. Mein Gott, Ohrwaschen, Löffi, sagt man doch zu den Hosen. Und hinten haben sie alle ein Schwanzl. Ein Schwanzl. Blume heißt es. Ja, dann haben sie eine Blume am Arsch. Nicht? Bloß Stein sind die alle sauber. Sowas gibt's fein nur in der Stadt. Allerlei Hochachtung. Ja, das sind aber falsche Hasel, sind sie. Ja, so. Da sieht man vielleicht schon, gell, was wir für ein Klump daheim haben. Oh, so ein nettes Trutscher. Du, das war schon eine Todsünde wert, gell? Ja. Meine Herren, das hier ist die sauberste von allen. In Zivil. Moment, ja, wie heißt die? Wie heißt die? Schauen Sie, das ist die hier, die 3. in der Reihe. Ja, schau nur gerade die mit die Haxeln da. Wie heißt denn die? Das hier, das ist die Fifi, ist auch nicht zu verachten. Ach, solche sind sie. Aha. Meinen lieben Schnuckiputzi zum Andenken an sein kleines Lillihaserl. Herr Förster, das ist eine Indiskretion. Nein, jetzt lassen Sie mir noch mal anschauen. Ein fesches Hasserl. Sehr schön, wunder. Ich gratuliere. Ja, also, meine Herren, ich möchte da nicht länger stören, wenn Sie vielleicht unter sich was zu besprechen. Nein, bleibst doch dort. Vielleicht können Sie uns mit Ihrem Rat beistehen. Bitteschön. Nehmen Sie Platz. Ja, worum handelt es sich denn? 142 Mark und 35 Pfennig. Waren von uns so gut, wie es geht, zum Verputzen. Ja, fahren Sie alle nach Siebenkirchen hinüber und schauen sich diese 5 Zuckerhasern in Natura an. Ja, das ist ja eine großartige Idee. Ja, das kann man machen. Glänzen, da bin ich gleich zweimal dabei. Wenn es nicht gerade Siebenkirchen wäre. Ja, wir fahren ja nicht wegen Siebenkirchen, sondern wegen dem Theater hin. Als wir, wenn ich nicht gleich an die Hasern denkt hätte, nicht? Ja, ich wollte es halt nicht als Erster sagen. Der Vater, für die war das auf keinen Fall Ja, was. freilich, daheim bleiben wäre. Nein, mir lieber. Entweder ihr nehmt's mir mit, oder ich verzeih alles unsere Weiber. Vorläufig sind wir selber noch nicht fort. Und ich wüsste auch nicht, was wir für eine glaubwürdige Ausrede vorbringen können, über Nacht auszubleiben. Ja, vielleicht eine dringende Geschäftsreise. Wir 5 Jahre auf einmal, ja. Also ich weiß, bei mir gab's noch keine Schwierigkeiten, weil man heute ist ja das schon gewohnt, dass er mal Nacht ausbleibt, wenn ich auf meiner Jagd bin bei Bürschen, nicht? Na, da haben wir ja schon den herrlichsten Ausweg. Ja, ganz einfach. Sie laden eben diese Herren da zu einem solchen Pirschgang ein. Ja, Schnuckiputzi, das ist ein hervorragender Einfall. Ja, freilich. Also was ist?
Seid ihr einverstanden? Ich lade euch alle ein zur Jagd. Auf Karnickel! Meine Herren, und da ist noch nicht mal was gelogen dabei. Mensch, Karnickeljagd, jetzt in der Schonzeit. Hey, da verstehen doch die Weiber einen Schmarrn davon. Und statt auf der Jagdhütten Übernachten wir in Siebenkirchen. Jawohl! Meine Herren, da würde ich Ihnen bestens den Roten Adler in der Metzgergasse empfehlen. Also von mir aus einstimmig angenommen. Vater, willst denn du wirklich mitgehen? Ja, freilich genieren wir ihm. Ja, das traut einer ja Alte ja nie zu, dass sie noch schießen können. Ich schieß noch genauso gut, gell? Ja, mit Pasta. Du kriegst ja von der Mutter doch keine Erlaubnis. Das darf ich nicht lachen. Sie wird mich sogar schon bitten drum. Ja, mehr sage ich jetzt nicht. Also, meine Herren, dann wäre die Sache ja soweit in Ordnung. Morgen ist Sonntag. Da fahren Sie im ersten Zug hinüber. Montag früh sind Sie alle wieder wohlbehalten zurück. Und glauben Sie mir, an der Erinnerung diesseits werden Sie noch ein Leben lang zehren. Schnuckibutzi, dieser Einfall muss begonnen werden. Prost! 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 Eule, notieren Sie eine 100 Schachteln Union Creme für Schäberl. Hochachtung! Herr Schäberl, wird bestens erledigt werden. Also schaut, dass Sie nicht mit uns mitkommen können. Sie wissen doch in solchen Sachen besser Bescheid wie wir. Ja, kann ich. Kann ich. Mensch, ich habe ja morgen Zeit. Ja. Passen Sie auf, ich fahre heute Abend noch mit dem letzten Zug hinüber und besorge morgen gleich in aller Früh die Karten fürs Theater. Ja, und ich weiß nicht, aber wenn Sie wollen, nicht? Aber so ein kleines Soupeterl mit den Haseln, nicht? Das wäre doch mal was, was? Ja, das wäre schon mal was anderes. Ja, wenn das kann. Ja, das muss gehen, sonst fahr ich gleich gar nicht mit. Ja, wie hoch kämen Sie das beiläufig pro Mann? Ja, sagen wir 20 Mark, mehr bestimmt nicht. Also, seid alle einverstanden? Jawohl, jawohl. Schnuckibutzi, Sie übernehmen jetzt die ganze Sache. Jetzt passen Sie auf. Da haben Sie, wo ist er denn? Dein 100er. Bitte. Wird bestens erledigt werden. Sie sollen mit mir zufrieden sein. Notieren Sie noch mal 100 Schachteln. Bravo, Herr Schäberl. Gestatten Sie mir als Zeichen meiner besonderen Wertschätzung das Bild der schönen Lilly von den 5 Karnickeln Ihnen persönlich zum Präsent zu machen. Oh, das lassen mir gefallen. Sie soll an meinem Herzen ruhen. Ja, also das Original war mir lieb. Man weiß nie, was noch kommt, Herr Förster. Aue, jetzt kommen die Kapitoler. Ja. Quackel, quackel, quackel. Die Damen? Die Schwiegermutter aus den fliegenden Blättern ist auch dabei. Dann möchte ich aber doch lieber... Ja, da ist schon zu spät. Du hast was gewonnen, ha? Mach nicht, was ich muss machen. Es ist schon höchste Zeit. No, kleiner Vorlaufer wär's ja dann doch nicht. Na, zuerst trinkt man schon ein Glas Likör. Ja, gerne. Ja, da ist ja der ekelhafte Kerl aus der Konditorei. Verzeihung. Welcher Esel stellte den Koffer mitten ins Zimmer daher? Verzeihung, meine Damen. Ich hatte ja schon im Kaffeehaus das Vergnügen. Gestatten, dass ich mich vorstelle. Eule. So schaut er aus. So, meine Damen, jetzt nimmt's Platz, gell? So. Na, also was ist? Habt's abgerechnet? Wie viel Überschuss haben wir heuer? Wer wir? Wir sind wir. Und wir haben mit Bedauern festgestellt, dass wir heuer einen Reingewinn haben von 35 Pfennigen. Ja, welchen wir großzügigerweise dem Frauenfortbildungsclub übergeben. Bitteschön. Was ist denn los? Wir sind doch nicht im Fortbildungsverein. Ach so. Ich hab mir gedacht, dass es heuer ganz was besonders Lustiges gibt. Ja, aber wir sind doch am meisten zum Bedauern. Ja, wir haben uns ja ganz Jahr umsonst gemacht. Ihr seid schon so arme Haschel. Herr Großvater, schimpfen Sie nicht. Ich glaube, der Herr Förster hat Sie alle mit seinem Vorschlag reichlich entschädigt.
Meine Damen, also was mich anbelangt, mir persönlich wäre eine Jagd in gottesfreier Natur bedeutend lieber als so ein Familienausflug, der doch nichts weiteres ist als ein Umweg ins Wirtshaus. Wieso? Ja, Balbina, Was für eine Jagd? der Herr Förster tät uns einladen. Auf eine Haseljagd. Was? Du willst auf die Jagd gehen? Ja, warum denn nicht? Na, schlag dir das nur gleich aus dem Kopf, gell? Das ist nichts mehr für dich. Ja, da hast recht, Mutter. Der Vater ist so Strapazen nicht mehr gewachsen. Du, das möchte ich dann schon wissen, gell? Am Montag in der Früh sind wir schon wieder zurück. Was? Gleich morgen wollt ihr fahren? Naja, ein richtiger Jäger geht heute nur am Sonntag auf die Jagd. Fliegende Blätter. Unter der Woche haben wir für sowas keine Zeit. Ja, ich werde dann gleich bei meiner Schwester einen Besuch machen. Nicht? Dann kann ich mit euch bis Alsbach gleich mitfahren. Was, schon wieder zu deiner Schwester? Du warst doch erst im Frühjahr bei ihr. Der Meinige geht auf die Jagd. Ja, dass ich nicht gleich lach. Ja, du triffst doch deiner nicht doch nichts. Voriges Jahr am Feuerwehrfest in den Schießbuden, da hat er doch nicht ein einziges Mal den mordsdrum ausgestopfte Hirschkuh getroffen, ja? Penetrant oder daneben geschossen. Ja, meine Damen, was ein richtiger Jäger ist, schießt immer schlecht auf tote Ziele. Weidmannsheil! Weidmannsheil! Ich wollte, Herr Eul, ich wollte eigentlich sagen, nicht? Ich meine, ich schieße auch lieber auf kleine, lebendige Haserl, als wie auf eine ausgestopfte Hirschkuh. Bei der Jagd möchte ich dabei sein. Sonst findet man nichts mehr. Meine Herrschaften, wenn unsere Jägergatten morgen so früh aufstehen wollen, ist jetzt Zeit ins Bett. Ja, jetzt komm, Nikodemus, jetzt geh mal heim. Ja, ich glaub's doch nicht mehr, gell? Also, jetzt Ja, Balbina. Also wirklich, vielen Dank nochmal. Ja, für einen schönen Abend. Und noch eine schöne Nacht. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Ja, ich werde dann gleich beim Blase übernachten, dann brauche ich die nicht aufwecken in der Früh. Weißt, ich wollte es ja vor den Gästen nicht sagen, gell? Aber das passt mir wirklich nicht, dass du schon wieder zu deiner Schwester nach Alsbach fahrst. Ja, warum denn nicht? Weil sie dich jedes Mal aufhetzt gegen mich, das boshafte Weibsbild. Geh weiter. Das vergesse ich ihr nie. Wie sie bei unserer Hochzeit Anspielung drauf gemacht hat, dass ich um 2 Monate älter bin als wie du. Das hast du 45 Jahre lang gemerkt. Ja, was hat's dir gesagt? Hoffentlich hat sie mir in ihrer Anrede so richtig hingeschmiert. Hoffentlich wirst du meinen lieben Bruder in eurer Ehe treulich bemuttern. Die grauslige Person, die grauslige! Du vergiss nicht, dass du immer noch von meiner Schwester sprichst. No, was habt ihr denn wieder jetzt vor? Ja, Mutter regt sich halt auf, weil ich zur Schwester fahren will. Ja, jedes Mal, wenn er von Alsbach zurückkommt, dann ist er von ihr so verhetzt, dass man wochenlang mit ihm nicht mehr reden kann. Das sag ich dir schon gleich, gell? Allein bleibe ich nicht daheim, wenn alle auf die Jagd gehen, gell? Aber so, siehst du, so ist sie. So ist sie. Nicht das kleinste Vergnügen vergönnt sie mir. Also, da hört sie doch jetzt alles auf. Warum lass mich dann nicht mitgehen auf die Jagd? Weil ich Angst habe, es könnte was passieren. Ich war doch früher so oft jagen. Ja, früher. Aber du hast ja schon lange nicht mehr geschossen. Bist doch ganz aus der Übung. Sowas verlernt man nicht. Also, Vater, du gehst mit uns auf die Jagd und fertig. Nein, mein Lieber, nein, so leicht lasst ihr die Geschichte nicht aus der Welt schaffen, gell? Da müsst ihr mich vielleicht so sehr schön darum bitten. Dann vielleicht. Also, jetzt hört er den alten Spinner an. Also, lieber Herr Hieronymus Klops, ich bitte dir noch halt recht schön. Bitte, machen Sie mir die Freude und gehen das heute mit auf die Jagd. Das muss ich mir noch sehr gut überlegen. Aber gell, das versprichst du mir, dass du nicht schießen wirst, bloß zuschauen. Aber wenn mir die Jagdleidenschaft packt, kann ich für nichts garantieren. Blasi, du gibst schon Obacht auf den Vater, gell? Natürlich, Mutter. Na, was ist? Hast du das jetzt überlegt? Also meinetwegen dann. Du geh halt mit auf die Jagd.
Na also, gute Nacht. Gute Nacht. Siehst du das? So muss man's machen. Ich hab dich ganz deutlich in der Früh um 5 über die Stirn schleichen hören. Ich glaub, Großmutter, du hast träumt. Na, du, ich hab noch gute Ohren. Mein Gott, aber der Vater, wenn das erfährt, dann gibt's wieder einen Mordskrach. Deswegen heirate ich die Kohlbauer Minna aber doch nicht. Ja, schau, er mag halt kein so leichtfertiges Mädel aus der Stadt, die hinterm vorn nichts hat. Ja, schaut dich doch bei uns einmal richtig um. Die Sattlerese ist doch wirklich ein bildsauberes Mädel. Ja, bis auf den Kropf. Geh! Sei doch du still! Wenn der Bub das Mädel heiraten will, dann muss doch ihm gefallen. Und nicht die Blase, nicht dir und nicht mir. Ja, meinst vielleicht ich hätte dich geheiratet, wenn du bloß meinem Vater gefallen hast. Okay. Also, ich muss eine haben, die ein bisschen was darstellt. Ja, so wie die Mädel drüben in Siebenkirchen. Recht hast, ganz recht hast du. Ja, aber das sieht halt der Vater nicht ein. Jeder Vater muss mit der Zeit nachgeben. Das weiß ich von mir selber. Naja, ich hab mich auch zuerst gestreift, wie der Vater mit deiner Mutter dahergekommen ist, weil sie kein Geld gehabt hat. Aber wie er mir dann droht hat, hängt sie auf. Mein Lieber, da hab ich schnell nachgegeben. Meinst du, dass sowas beim Vater auch ziehen geht? Ja, ein bisschen energisch musst halt schon sein. Und wenn er dann doch nicht nachgibt? Dann hängst du auf. Ich mein, dann drohst du ihm halt damit, nicht? Dann jagt ihm halt ein bisschen Angst ein. Ja, das geschieht ihm doch recht, weil mir hat es doch genauso gemacht. Der Großvater, im Vertrauen, ich hab schon eine im Auge. Im Auge hilft's dir nichts. Schau zu, dass du das bald im Arm kriegst. Aber nichts verraten, gell? Aus Siebenkirchen ist sie. Ein bulzauberes Mädel, sag ich dir. Du meinst, da kommst du her, das haben wir miteinander so ausgemacht. Und dann steigst der Mutter vor. Ja, der gefällt's bestimmt. Und dann überrumpel mir einen Vater. Ja, dann nimmst du halt einen Strick gleich mit dazu, nicht? Herr Kunibert, die Frau Grossmann ist da wegen dem Kugelhupf. Gleich komm ich. Nimm sie nach. Und? Du, hast du was geredet mit ihm? Warte, die Sattlerese habe ich am wärmstens ans Herz gelegt. Vorläufig sterben halt noch der Kropf. Also anspruchsvoll sind die jungen Leute heutzutage. Nicht zum Sagen. Gell, da war halt ich damals viel bescheidener. Du hast das gerade notwendig, du. Ob ich einen Blase nicht aufwecken soll? Ja, ein Tassel heißer Kaffee, da hat ihm jetzt bestimmt gut. Lass noch grad schlafen. Ja, da kommen wir gerade zum Kaffee recht. Grüß euch beieinander. Grüß dich. Sitzt du nur gleich wieder? Also ich weiß gar nicht, was mit meinem Alten los ist. Die muss die Jagd so angestrengt haben. Der schlaft jetzt um 4 Uhr Nachmittag noch wie ein Ratz. Ja, du, der meinige hat sich nach dem Heimkommen auch gleich hingelegt. Ja, was für Schwächlinge sind alle miteinander. Zum Jagen, da keine Männer und keine Frisch. Da schaut's mir. Da sind halt wir vom alten Schlag noch ganz anders gebaut, gell, Alte? Na! Na, sei doch nicht so grob. Also, der meinige, der ist einmal ohne Jagdbeute heimgekommen, so viel ich gesehen hab. Ja, dafür hat der meinige so viel geschossen, dass er es gar nicht erschleppen hat können. Ich hab mich noch recht gefragt, gell? Ich hab immer absichtlich daneben geschossen, damit ich meinen Herrn Sohn nicht blamieren tue. Jetzt hab ich dich gefangen. Und zu mir hast du gesagt, dass du nicht schießen wirst, bloß zuschauen. Störe euch? Grüß Gott beieinander. Grüß Gott. Na, es ist schon nur ein Tassel da. Na, Dankeschön. Mir ist der Appetit auf einen Kaffee gründlich vergangen. Wo ist denn Ihr Mann? Der schlaft noch. Ja, der meinige auch.
Und darüber können Sie lachen, Frau Dünnhirn. Haben Sie heute schon einmal an Ihren Mann sein Gewand gerochen? Sie auch nicht? Na, dann probieren Sie es einmal. Duften tut der meinige, als wenn er einen ganzen Dümpel mit Eau de Cologne eingefallen wäre. Das war doch noch nie da, seit wir verheiratet sind. Der wird dort heute früher auf der Bahn nicht meiner Dame gesessen sein, die recht stark parfümiert war. Da müsst ihr aber schon sehr nah dabei gesessen sein. Und außerdem fahrt mein Pepperl in keinen Damencoupé. Na, und in der 4. Klasse duften die Weiber minder gut. Alles Schwindel, sag ich. Die ganze Jagdschicht war mir ja von allen Anfang an verdächtig. Heuer auf einmal wäre kein Überschuss in der Tarockkasse. Guten Morgen. Was haben Sie gesagt? Ein lecker schwarzer Kaffee wäre jetzt nicht schlecht. Was hast du denn? Also bitte, duftet mein Mann im geringsten angenehm? Im Gegenteil. Weißt du, was die Frau Förster glaubt? Ihr wart gar nicht auf der Jagd, sondern ganz woanders. Lassen Sie ja da doch nicht auslachen. Können Sie sich vielleicht zufällig erinnern, wer heute früh bei der Heimfahrt neben meinen Euten gesessen ist? Zufällig ganz genau. Rechts von ihm ich und links der Schweinehändler Grunzinger aus Alsbach. Also bitte, den Schweinehändler möchte ich kennen, der so stark nach Eau de Cologne duftet, dass er andere damit ansteckt. Ja, und überhaupt, wo sind denn die Karnickel, die ihr geschossen habt? Die Karnickel, die sind in Siebenkirchen. Was? In Siebenkirchen? Ja, der Förster von Alsbach gleich dahin auf den Markt schickt. Ja, wir wollten es nicht mit heimschleppen, ja. Na, das war nicht gut gegangen. Wenn der eure Esel jetzt auf einmal zum Duften anfängt, so steckt dahinter ein Schleier, den ich lüften werde. Aber wehe der schlechten Gesellschaft, die meinen Pepperl Unschuld geraubt hat. Das merkt euch. Das ist die Präsidentin vom Bildungsverein. Also, ich werde jetzt einmal schauen, ob der Blase nicht vielleicht doch ein Tassel Kaffee mag. Ja, ich kann nicht begreifen, wie man so misstrauisch sein kann. Also seit wir die Bahn haben nach Siebenkirchen, ja, da müssen die Weiberleute schon ein bisschen besser aufpassen auf die Männer. Mei, da soll's ja sündhaft zugehen, als wir in Sodom und Gomorra. Auwe, jetzt wird dem Blase sein Gewand einer eingehenden Beschnüffelung unterzogen. Die Försterin mit ihrer Hundsnasen spannt was. Jetzt heißt vorsichtig sein. Ja, der meint so viel von der Jagd erzählt, dass sie keine Ahnung hat, dass ich doch bei meiner Schwester war. Ja, das hat sie ein bisschen gewundert, weil ich 2 Stunden früher heimgekommen bin. Dieser Schweinehund, dieser Eule, uns so aufsitzen zu lassen. Also, dass er uns keine Karten besorgt hat und sich selber gar nicht blicken lassen hat, das war eine Gemeinheit. Aber dass wir zum Schluss überhaupt nicht ins Theater hinein können haben, was ausverkauft war, das war schon mehr als Pech. Ich bin froh, dass mir im letzten Augenblick noch eingefallen ist, dass ich zu meiner Schwester fahren kann. Ja, was hat's denn ihr noch angefangen? Ja, heimfahren hätte man nicht gar können, wegen die Weiber. Also sind wir noch in den Roten Adler, in die Metzgergassen gegangen. Und in unserer Wut haben wir dann 1 Liter Wein um den anderen bestellt. Ja, und wenn wir zum Schluss schon alle recht hoch gehabt haben, haben wir dem Wirt unser Leid geklagt. Ja, und der hat uns dann geraten, wir sollten doch ins Theaterhauscafé gehen. Da kann bei mir die Karnickel sicher noch sehen. Nach 11 kann man's da immer hin. Na und? Wir sind natürlich gleich hin. Und richtig, gleich drauf sind die Puppel dahergekommen. Waren sie im Trikot, ha? Sag das war... Willst du schon gehen? Jagd mit der Waldburger Zur Modistin. Falls der Blase aufwachen soll, ich bin bald wieder zurück, gell? Meine Damen, Direkt penetrant. ja, was ist denn das für eine merkwürdige Begrüßung? Ja, das ist ja wie bei den Hunden. Na Herz,
Sie riechen bis daher nach Damenbekanntschaft. Gott, das stinkt ja furchtbar. Ja, den Rock, den darf ich daheim gleich ausziehen und aushängen. Denn mein Alter hat ja eine Nase wie ein Fuchs. Ist schon zu spät. Warum haben Sie denn den Gar so einbalsamiert? Ach was, schuld ist ja bloß dieser Schurgrimtantler, dieser Eule. Bringt von den Puppen eine Kleinigkeit mit, hat er gesagt, das macht immer einen guten Eindruck. Also gut. Ich kauf am Bahnhof so ein Riechflascherl, steck's ein und hab drauf vergessen. Heute in der Früh rumpelt doch so eine Marktfrau mit ihrem Kolb auf das Flascherl zu, es war hin, Unglück war geschehen. Jetzt seid die Weiber schon misstrauisch. Ah, was denn, das ist ja zum Lager wegen dem bisschen Riecher da. Aber ich sag euch, diesen Eule, wenn ich erwisch. Dem sind wir sauber aufgesessen. Ja. Wir waren da gerade drum bei mir, hä? Ich war ein Burger. Nimm die zahm, Schwager. Die Weiber spannen was. Mach keine Witz. Ist dir nicht vielleicht aufgefallen, dass du gestern um 2 Stunden früher heimgekommen bist als bei mir? Ja, oder hast du ja Mensch verschnappt? Der Förster duftet ja wie ein ganzes Freudenhaus. Bei dir hat auch schon eine Beriechung stattgefunden. Um Gottes Willen, die wird da die Brosch nicht gefunden haben. Na, Gott sei Dank. Aber ich sag euch, diesen Eule, den bin ich erwischt, der reist die nächsten 14 Tage nicht mehr, das garantiere ich ihm. Ja, aber die 100 Mark sind fort. Ja, und wir können ihn nicht mal einklagen, sonst kommt die ganze Geschichte in die Ja, Öffentlichkeit. sonst feiert uns nichts mehr. Hey, was willst du denn? Ihr habt's doch wenigstens die Haseln noch gesehen. Ja, aber leider ein bisschen sehr stark verschwommen. Und dann waren sie alle in Zivil. Ja, wir sind da bloß wegen den Trikots und den gemeinschaftlichen Abendessen rübergefahren, nicht? Dabei sind sie dahergekommen. Jede mit ihrem Kavalier. Und die einzige, die noch frei war, hat natürlich mein Herr Schwager gleich in Beschlag genommen. Ja, und umeinander drückt hat er das Puppal, gell? Als wenn man einen Brotteig angegessen hätte. Also Sie hätten Ihren Sohn bloß einmal hören müssen. Ja, mein Goldhasel, mein Schnuckeputzi, mein Lilihasel, mein Zuckerputzi. So hat er gesagt, ja. Dabei war's die Lilly, glaube ich, gar nicht einmal. Für den Clubs waren alle die Lillis, aber fest waren sie schon. Alle 5, muss ich sagen. Es waren ja bloß 4. Was? Ja, ich hab immer 6 Zeit. War auch kein Wunder bei diesen Affen, die sie da gehabt haben. Aber was gell? heißt der Hafen? Ja. Waren Sie vielleicht nüchtern? Ja, der Rausch, der war ja meine Rettung, sonst hätte ich alles zusammengekauft, nicht? Wann bist denn du eigentlich aus dem Kaffeehaus fort? Ja. Was auch nicht. Mit mir hat's ja vor mir alles zum Trauen angefangen. Wie ich den roten Adler gefunden hab, das ist mir heute noch ein Rätsel. In der Früh bin ich am Kanapee aufgewacht, im Gewand und in die Stiefeln. Ist die Luft rein? Jetzt kommt der Allerschönste. Sitzt sie noch gerade her? Der Schapper spätierer soll leben! Mach's keinen Witz! Wir liegen schon drin. Vor 10 Minuten ist die ihrige zu der meinigen rausgekommen. Ich hab im Schlafzimmer bloß was Wissen gehört von einem Bäckermeister K. aus W. und dass bloß der Klops sein kann. Ich raus an mein Bett, nebenan in den Laden, kauf mir das Kreisblattl und da, ja, bitte, lesen Sie. Was steht da? Eine teure Morgenzigarre leistete sich heute ein biederner Provinzler, der Bäckermeister K. aus W. Was? Was steht da? Derselbe hatte in einem Gasthof in der Metzgergasse mit seiner Frau Gemahlin übernachtet. Am Morgen hat nun besagter Herr K. den Gasthof verlassen, während seine Frau Gemahlin schlafend zurückblieb. Jetzt wird's dunkel. Nun muss sich dieser gute Provinzonkel kurz vor Verlassen seines Zimmers eine Zigarre angezündet und das noch brennende Zündholz neben dem Aschenbecher auf die Tischdecke geworfen haben, sodass diese in Brand geriet. Zum Glück erwachte Frau K. noch rechtzeitig und so konnte das Feuer vom Personal des Gasthofes gelöscht werden. Aha. Frau K. hatte neben dem Schrecken auch noch das Vergnügen, 50 Mark Schadenersatz bezahlen zu dürfen. Na, mein Lieber, gegen so einen durchschlagenden Beweis kann ich mit meinem duftenden Rock natürlich nicht mehr konkurrieren, gell? Ich kann mich gar nicht erinnern,
dass ich beim Fortgehen aus dem Gasthaus noch eine Zigarre angezündet hab. Ja, weil du auch immer, wenn du besoffen bist, rauchen musst. Wie viel macht der Schaden? 50 Mark? Na, ich Dankeschön. Und? Von der Frau Gemahlin reden Sie nichts, ha? Was denn für eine Frau Gemahlin? Ja, die noch geschlafen hat, wie sie auf Bahn sind. Jetzt hört doch auf mit diesem Blödsinn! Also mir war der plötzliches Verschwinden aus dem Kaffeehaus gleich verdächtig. Ja, das Puppel habe ich auch dann gar nicht mehr gesehen. Woher wüssten denn die meinen Namen? Mit dem Affen, den ich gehabt hab, hätte ich mich überhaupt nicht mit Fremden noch einschreiben können. Das hat die Frau Gemahlin schon besorgt. Also, wenn einer so besoffen ist, dass er nicht einmal merkt, ob er allein oder zu zweit im Zimmer ist, da hört sich die Wirklichkeit auf. Also, ich habe auch einen ordentlichen Sitzen gehabt, aber das hätte ich dann bemerkt, wenn er ein zweiter im Zimmer gewesen war. No, Sie haben doch auch mit mir und dem Förster in einem Zimmer geschlafen. Aber in der Früh hätte ich es bemerkt. Ja, aber Herrschaftszeit, Leute, die werden doch nur wissen. Gar nichts wissen Sie. Sie haben doch gerade selber gesagt, dass Sie sich gewundert haben, dass Sie überhaupt in den Roten Adler noch heimgefunden haben. Also mich, Herr Gabs, wundert gar nichts mehr, gell? Ich bin doch im Gewand mit den Schuhen auf dem Kanapee gelegen. Ja, und in der Früh bist du dann fort in deinem Dusel, ohne dich von der Frau Gemahlin zu verabschieden. Da kann er sich dann morgen entschuldigen, wenn Sie sich die 50 Mark holen kommen. Was? Daher kommt's zu mir, das Geld holen. Ja, draufzahlen wird's noch. Leidl, hört's doch auf, denk's lieber nach, wie wir den Blasi von dem Verdacht freimachen. Scheiße, das mir so einfach die Wahrheit. Es ist doch nichts Unrechts geschehen. Nix. Da gibt es nur eines. Leugnen. Dafür bin ich auch. Wer schafft noch einmal rein? Uns fünf wird doch noch ein Ausweg einfallen. Ja, wenn die Geschichte noch nicht so verdammt deutlich wäre. Bäckermeister K. aus W. Ja, wenn er gerade die meine nicht noch auf mich auch noch einen Verdacht kriegt. Ja, weil doch das K aus W auch auf mich passen tät. Ja, richtig. Da ist ja noch ein K außer W. Und Bäckermeister ist er auch. Ja, warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt? Jetzt bringen wir den Kopf. Was willst du denn von mir? Ja, Sie sind unsere Rettung. Sie müssen die Abenteuer von Ihrem Sohn auf sich nehmen. Ja, das ist die Idee. Ja, was heißt denn ja narrisch mal miteinander? Nein, das ist großartig und meine Alte mit ihrer Spürnasen, die ist dann nicht mehr da. Aber Leidl, es wird mir doch niemand glauben. Aber wieso denn? Sie sind doch ein Mann noch in den besten Jahren. Ja, das schon, aber Sie sagen ganz einfach, Sie haben vergessen, in Alsbach mit uns auszusteigen und sind dann unglücklicherweise nach Siebenkirchen Ja, weitergefahren. und als es lauter wurde über Pech, haben sie ein paar Glas getrunken. Das Und hat sie alles mit einer zum Trano gefahren. Ja, und sie wollten sich niederlegen in ihrem Hotel und da hat sich eine Samariterin ihrer angenommen, hat sie begleitet. Ja, und dann müssen Sie es genauso sagen, so wie es Ihr Sohn erlebt hat. freilich. Und morgen kommt dann die Frau Gemahlin ihr Geld holen. Und ich bin der Blamierte und die Geschichte kommt doch auf. Nein. Morgen in der Früh fahre ich mit dem ersten Zug nach Siebenkirchen und bringe dem Madel die 50 Mark, dann ist die Geschichte erledigt. Und dann rede ich noch mit dem Wirt vom Roten Adler und den bitte ich, er soll die Auskunft geben, es war der alte Klops. Also braucht er nicht einmal viel liegen. Das ist großartig. Ja, mir werden die Weiber schon sagen, dass wir nicht so blöd sind, für das uns aber hinstellen möchten. Der Fürstwirt, denk doch dran, wenn der Kunibert sowas von mir erfahren wird. Ja, aber Mutter, ich begebe mich doch direkt in Lebensgefahr. Sag einmal, du, warst du denn wirklich so sauber wie auf dem Beutel? Ein Zuckerpupperl war das. Also wenn's wollen, dann fahre ich den nächsten Tag einmal mit der rüber und stell's ihr vor. Nein, danke. Ich hab schon Scherereien genug, unbekannterweise. Wenn wir fest dabei bleiben, dass wir alle auf der Jagd waren und der Großvater allein in Siebenkirchen, Dann sollen uns die Weiber das Gegenteil beweisen. Wenn sie können. und jetzt gehen wir noch schnell ein bisschen spekulieren, was die Weiber dabei auskochen. Nicht zwingen's, ihr werdet es sehen. Die werden's verrecken nachgeben. Herr Großvater, stark bleiben, gell? Ja, wie man noch so blöd sein kann. Die verfluchte Sauferei, ich bin's halt nicht gewohnt. Ja, aber das ist doch das Unverzeihliche, dass ein Mensch in so einem Glückszustand mit seinem Affen nichts Besseres anzufangen weiß, als wir mit seinem Feier Tischdecken in Brand zu stecken. Ja, ich muss doch das ganze Abenteuer für dich wahrheitsgetreu übernehmen. Wir stehen da vor die Leute.
Das Gescheitste ist, ich sag dir mal, Burg, einfach die Wahrheit. Freilich, und reiz deine Freundl mit ein, die Schlamassel. Und denk an den Kunibert. Nix da. Was wir beschlossen haben, das wird jetzt durchgeführt. Und zwar sofort. Jetzt nimm dein Verstand zusammen. Na, was ist mit euch? Geht's ja heute noch fort oder bleibt's daheim? Ja, ich habe die Absicht, von heute an meinen Wirtshausbesuch auf das Allernotwendigste einzuschränken, weil ich weiß, dass es dir recht ist, mein liebes Weiberl. Ja, sag mal. Ja, was hast denn du angestellt, ha? Ja, angestellt eigentlich nichts. Nein, eigentlich mehr nur eine Dummheit. Eine Dummheit, die der Vater gemacht hat. Dummheit kann man doch nicht sagen, es ist doch bloß blöd ausgegangen. Ja, was denn, ha? Naja, um es kurz zu machen, der Vater hat heute früh, wie er aus dem Roten Adler weg ist, Zündholz daneben geschmissen, so dass die Tischdecken Feuer gefangen hat. Justus Marant Josef, halt, ja, was ist denn das für ein roter Adler? Ihr habt's doch alle auf der Jagdhütte geschlafen. Ja, das ist ja das, Mann. Ich bin halt das verflixte Eisenbahnfahren nicht gewöhnt. Kaum sitze ich in so einem Kasten drin, schlafe ich auch schon ein. Ja, und wie wir alle in Alsbach ausgestiegen sind, da ist der Vater als ein Schlafender sitzen geblieben und weiter. Ja, und wie ich in Siebenkirchen aufgewacht bin, nicht? Da habe ich von lauter Wut am Bahnhof gleich ein paar Viertel in mich hineingetrunken. Nicht? Und auf einmal hat sie alles Draht, Und dann bin ich zum Roten Adler mich niederlegen gegangen. Was? Und in der Früh, wie du dann fort bist, da ist das brennende Zündheizel auf der Tischdecken gelegen. Ja, das ist da gelegen. Ja, aber das Zündholz ist eigentlich die Nebensache. Nein, weil da ist nämlich noch was anderes gelegen. Ja, aber von der Vater Das ist die Hauptsache, nicht? Ja, aber von der Vater aber keine Ahnung gehabt hat. Leider. Ja, nicht, leider. Ich verstehe kein Wort. Das ist nämlich so, wie sich bei mir alles gedraht hat, nicht? Im Bahnhof, dann bin ich in die Stadt gegangen, um den Roten Adler zu suchen. Ja, den der Vater allein ja niemals gefunden hat. Niemals. Nein, da hat sich ein junges Fräulein seiner angenommen und hat mich gefragt, na, aber wo ist denn hin, alter Herr? Aha! Alter Herr, hat's nicht gesagt. Sie hat mich freundlicherweise unter den Arm genommen und hat mich zum Roten Adler aufs Zimmer geführt. Und weil sie bei mir alles Draht hat, so wie ich so gegangen und gestanden bin, hat sie mich gleich aufs Kanapee hinplumpst. Und dann habe ich geschlafen, bis heute in der Früh. Ja, und das Fräulein? Naja, das ist halt aus lauter Vorsorge beim Vater geblieben, ne? Die hat mich allein lassen wollen. Nein, das Bett hätte ich sowieso zahlen müssen. Naja, und so ist sie halt dann die ganze Nacht bei ihm geblieben. Hieronymus! Du brauchst nicht erschrecken. Es war ein ganzer Junge. Ja, und heute früh hat der Vater halt die Geschichte mit dem Zündholz aus der Zeitung erfahren. Und dass das arme Fräulein, das noch geschlafen hat, ja beinahe erstickt wäre. Was? In der Zeitung steht's auch schon? Nein, da steht halt nur was von dem Bäckermeister K. aus W. Aber weil die Bürgermeisterin überall rum erzählt, die Försterin vielmehr, damit wäre kein anderer gemeint wie ich. Ja, da habe ich die Gemahlin halt auf mich genommen. Habe ich es auf mich genommen, dir gleich alles einzugestehen. Ja, sowas. Ja. Verzeih halt dem Vater den Rausch. Für alles andere kann er ja sowieso nichts schauen. Ja, sowas. Ich leg mich wieder ins Bett jetzt, ja. Ich glaub, mir zerspringt der Schädel. Ich kann gleich nachmachen, dann kann ich einen Umschlag. Der Tag ist jetzt schon angeknetet, jetzt brauchen wir ihn gleich raus. Also gut, ja. Der arme Blasius. Hä? Und das muss er von seiner eigenen Mutter erleben. Was? Ja, schau mal, Söste! Schau mal, mich unschuldigen Menschen in solch ein Abenteuer hineinzustoßen. Ja, sag mal, bist denn du verrückt, Mann? Schau mal, ich wollte doch zu meiner Schwester fahren, aber du willst ja mit Gewalt, dass ich auf die Jacke. Gebietet hast du mich nicht, gebeten hast du mich und die Botschaft nachgeben. Mein eigenes Weib hat mich in die Arme dieser Madame Potiphar getrieben. Ja, und dass ich nur meinem Rausch hast das zu verdanken, dass ich den Mantel meiner Unschuld nicht verloren habe. Vergessen hast du drauf, dass du eine Frau hast daheim sitzen. Was? Ich hab nie vergessen? Ja. Bei dir, da hab ich aber einen Beweis da. Ich hab den nie vergessen. Ich hab da sogar was mitgebracht. Ja. Da, schau her. Eine Brosch aus dem ersten Basar. In 6 Geschäften war ich, bis ich das Passende für dich gefunden hab. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich von der ganzen Geschichte denken soll. Jetzt steckst du die Brosch an und gehst schön in dein Bett. Und schlaf schon, bis ich komme.
und bessere dich. Meine liebe Frau Dünnhirn, da haben Sie es jetzt. Sie mit Ihrem gottseligen Vertrauen. Also ich glaube, mehr als schwarz auf weiß in der Zeitung drinstehen kann's ja nicht. So, jetzt soll er es mir noch leugnen, der meinige. Meinem lieben Schnuckiputzi zum Andenken an sein kleines Lillihaserl fahrt der nach Siebenkirchen und macht dort einen Schnuckiputzi. Aber wart, siehst du's, die nächsten 8 Tage siehst nix mehr. Ja, sagen Sie mal, Frau Schäberl, und in seiner Rocktaschen hat er das Bild gehabt? Ja, freilich. Wie ich gehört habe, dass der Frau Försterin ihr Mann duftet, habe ich natürlich das Gewand von dem meinigen einer eingehenden Beschnupperung unterzogen und da fällt mir doch gleich dieses Bild da entgegen. Also wenn's nicht so traurig wäre, müssten wir ja bald drüber lachen, was für saublöde Mannsbilder wir haben. Der eine kommt parfümiert nach Haus, der andere tragt die Fotografie von seiner Frau Gemahlin am Herzen herum. Ja, und der dritte zieht gleich ein ganzes Hotel an und kommt damit in die Zeitung. Ja, aber es muss sich doch erst erweisen, ob der K aus W wirklich mit dem Klops idiotisch ist. Also Frau Dünnhirn, Sie verdienen wirklich Ihren Namen. Ja, na und? Also beleidigen brauchen wir vorher nicht, deswegen fein und lang nicht lassen. Na, sie schlaft. So, der Herr Klops kann noch schlafen. Bei so einem schlechten Gewissen. Wieso schlechtes Gewissen? Wollen Sie uns vielleicht auch weismachen, dass Sie alle miteinander auf der Jagd waren? Ja, ich nicht. Die anderen schon. So, und wo waren denn nachher Sie? Ich war in Siebenkirchen. Und die anderen auf der Jagd? Bevor Sie weiter lügen, würdiger Greis. Lesen Sie erst einmal das Kreisblattl da. Erstens verbiete ich mir den Kreis. Und zweitens habe ich das Kreisblattl schon gelesen. So. Und ist Ihnen dann nicht eine gewisse Geschichte von einem Bäckermeister K. aus W. aufgefallen? Was glauben denn Sie, wer damit gemeint sein könnte? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, wer damit gemeint sein könnte. Kein anderer wie ein Bäckermeister aus Waldkirchen. Na, also bitte, da haben wir's ja. Und grad hat dieser würdige Jüngling gesagt, Ihr Mann wäre auf der Jagd. Ja, meine liebe Frau Försterin, wenn Sie schon so gescheit daherin, können Sie mir vielleicht sagen, wer ich bin? Bin ich kein Bäckermeister K. aus W. Oder bin ich vielleicht schon gestorben? Ja, was denn? Ja, meine Liebe, in der Stadt weiß eben die holde Weiblichkeit, einen Kreis noch würdig zu schätzen. Die feurigen Jünglinge, auf die Sie in der Stadt drin warten. Oh, die Zwecksmänner, die Feuerwehr ausfahren müssen, können das auch lesen in ihrem Kreisblatt, schwarz auf weiß. Ist Ihnen in Siebenkirchen vielleicht dieses Flitscherl untergekommen? Ja, die Lilli. Das Bild hat sie mir zum Andenken geschickt. Ja, jetzt horcht euch doch gerade mal den alten Lirnbeitel an. Ein schönes Mädchen und viel jünger wie Sie. Was ist eine Frechheit? Wissen Sie, wo ich dieses Bild gefunden habe? Freilich, der Rocktasche Ihres Mannes. Bei dem habe ich es nämlich gegeben zum Aufbewahren, damit es mir heute nicht bei mir findet. Ist ja nur komisch, dass Ihnen diese Person hinten nichts draufgeschrieben hat. Wenn Sie das Bild umdrehen, dann werden Sie lesen, meinem süßen Schnuckiputzi. Der Schnuckiputzi, das bin ich, der Greis. Also, meine Damen, lassen Sie sich meinetwegen von diesen alten Herren zum Narren häuten, so viel Sie wollen. Ich sage Ihnen, das Ganze ist eine abgekartete Komödie, weil die Herren Gemahleriche merken, dass sie in der Klemme sitzen. Aber wir werden Ihnen schon beweisen, wer schuld dran ist, dass die Kröpfe bei uns so lebhaft gedeihen. Wir oder Sie? Jawohl. Frau Schäfer, das gehört mir. Naja, gesehen haben wir's ja alle. Mehr braucht's nicht. So. Und ich werde es den meinigen in ein hochnotpeinliches Verhör nehmen. Und sollte der in Siebenkirchen wirklich einen Schnuckiputzi gemacht haben, dann kriegt die Freiwillige Rettungsgesellschaft heute noch einen extra Passagier. Großvater, jetzt sind wir unter uns. Jetzt kannst du es doch zugeben, dass ihr alle miteinander in Siebenkirchen wart. Mein heiliges Ehrenwort. Ja, ich war nicht mit den anderen beieinander. Ich war ganz allein.
Und jetzt gehe ich dem Blasi einen kalten Umschlag machen. Und dann geht der Greis in sein Bett. Gute Nacht. Jetzt weiß ich wahrhaftig nicht mehr, was ich denken soll. Weißt du, was ich mache? Gleich morgen früh mit dem ersten Zug, da fahre ich nach Siegenkirchen über und lass mir's vom Roten Adler wird schriftlich geben, dass es nicht Daimo war, sondern der Eudi. Ja, dann hat nämlich die Hetzerin endlich einmal ihre Lektion. Jawohl, und das mach ich auch. Vierte Gott. Mannsbrüder. Na. Dass ich sowas noch auf meine alten Tage erleben muss. In der Zeitung steht schon drin. Als seine Gemahlin hat er's ausgegeben. Der schlechte Kerl, der. Und mir macht er noch Vorwürfe. Was ist denn los? Ach, warum werden der Laden nicht zugesperrt? Mutter, was hast du denn? Ich lass mich scheiden. Scheiden lassen mich, dass du's weißt. Mutter, jetzt mach doch keine Geschichten. Ja, du bist ein guter Bub, ja. Für die hätte man auch ein bisschen Vater raussuchen können. Nein, der ist mir schon recht so, ja. Aber mir nicht. Mutter, kränkt dich nicht. Pass auf, ich werde dir was sagen, aber bitte, ich dir versprechen, dass du mich nicht verrotzt. Was ist denn schon wieder? Der Vater nimmt ja die ganze Geschichte auf sich wegen der Walpurga und wegen dem Kunibert. In Wirklichkeit ist die ganze Geschichte an mir passiert. Ist das wirklich wahr? Ja, mein heiliges Ehrenwort. Ja, dann wart's ja alle in Siebenkirchen. Ja, freilich, alle. Ja, und wo war denn dann der Vater allein? Aber das ist blöd gegangen jetzt, gell? Der Vater, der war in Alsbach bei seiner Schwester. Was? Was? Na, also ihr seid wirklich eine verlogene Bagage übereinander. Einer schlechter wie der andere. Ich hab dein Wort, dass du niemand was sagst. Na, ich misch mich nicht rein in eure Lumpereien. Ich glaub nix und ich weiß nix. So ist recht, Mutter. Du, pass auf, ich hab da sogar was mitgebracht, da wirst du schauen. Was denn das? Was suchst denn du? Die Brosch vielleicht? Aber woher hast denn du die Brosch? Ja, die hat mir der Vater gegeben. Er hat gesagt, die war von ihm. Ja, das ist schon richtig. Ja, die Brosche, die ist vom Vater, aber die roten Steine in der Mitte drin, die roten Steine, die sind von mir. Ja, Herrschaftszeiten, Kunibert, wann sind denn die Nussgipfel fertig? 10 Minuten noch, Vater. Also, Mutter, jetzt kannst du wenigstens wieder ruhig schlafen. Also, gute Nacht. Na. Die Mannsbrüder sind wirklich eine ganz schlechte Gesellschaft. Einer schlechter wie die andere. Na. Du Großmutter? Was ist das? Wo ist denn der Vater gerade hin? Der hat sich niedergelegt, weil er so viel Kopf hat. Du, ich muss dir was sagen. Aber du musst mir versprechen, dass du das nicht weitererzählst. Schon wieder einer. Großmutter, ich hab ein Madel zum Fressen gern. Und sie mich auch. Aber der Vater halt. Ist gewiss eine aus der Stadt, ha? Ja, Siebenkirchen. Aber sie hat halt kein Geld. Und der Vater, du wirst sehen, der gibt nie seine Einwilligung her. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, dann hänge ich mich auf. Gebur, wer wird denn so sündhaft daherreden? Jawohl, ich häng mich auf. Denn der Vater, der hat doch kein Einsehen. Schau, das Theaterspielen, das macht er ja keine Freude. Bäckermeisterin, das war ja viel lieber als jeden Abend ein Hosenmacher. Was? Lilli heißt sie am Theater. Eigentlich Emilie Bernbrunner. Ja, morgen, da hätte ich's am Vater sagen wollen. Wenn er uns die Einwilligung nicht gibt, dann häng ich mich auf. Und grad heut früh, da muss diese Sau-Zündheizel daneben fliegen. Ja, was redest denn da für ein Durcheinander zusammen? Das erste Mal, da hat man in seinem Leben ein süßes Geheimnis. Und schon steht's am nächsten Tag breit und groß in der Zeitung drinnen. Und ich rinn, ich muss mir noch als Bäckermeister in das Fremdenbuch einschreiben. Großmutter, leih mir 50 Mark oder ich häng mich auf. Jesus, der Bub ist verrückt worden. Ja, weil ich muss ja dem Herrgott danken, dass das Madel nicht erstickt ist, sondern bloß die Tischdecken anbringt. Anbringt? Und Mama Josef, wenn ich loskipferl! Jetzt kommt sie mit mir als Soprano.
Ich weiß nicht. Überall wird rumduschelt im Haus. Der Kunibert, der schaut mich so merkwürdig an. Ja, und die Walpurga, der hat beim Frühstück nicht ein einziges Wort mit mir geredet. Die meine ist stolz auf mich. Ja, stolz, dass ein junges Puppe sich noch um mich reißt. Stolz, mehr sage ich nicht. Glaubst du wirklich? Ja, freilich. Jetzt weiß sie erst wenigstens, was sie an mir hat. Du, das war eine glänzende Idee von mir, dass ich dein Abenteuer auf mich genommen habe. Ja, und dass das Bild von der Lili, was der Eule dem Schäberl gegeben hat, dass das mir im letzten Augenblick noch in den Händen gefallen ist. Wenn jetzt der Schäber das in Siedenkirchen schlau ansteckt, mein Lieber, dann werde ich der Försterin schon zeigen, was ein Kreis ist. Aber wenn ihr nur das Madel rechtzeitig erwischt, bevor es daherkommt zu uns. Überlass das nur mir. Du kannst dir nur eine ganze Stunde hinlegen, weil der Schäberl kommt doch erst über 11 zurückkommen. Mein Gott, wenn der Kunibert keinen Verdacht auf mich kriegt, das ist meine größte Sorge. Die werde ich gleich in die Arbeit nehmen. Du kannst dich doch ganz auf mich verlassen. Wenn nur die Sache gut ausredet. Du Großvater, ich muss mit dir was reden. Ja, das gleiche Bedürfnis habe ich auch. Du, die Geschichte mit dem Zimmerfeuer in der Metzgergassen in Siebenkirchen und dem Bäckermeister K. aus W. Hast du die schon im Kreisblattl gelesen? Ja, aber selbstverständlich. Und der Vater am Ende auch schon? Das kann ich dir schon gleich sagen, der Vater hat mit der ganzen Geschichte nicht das Geringste zu tun. Ja, das weiß ich ja. Wenn nix weißt, keine Ahnung hast du, wer mit diesem K. aus W. gemeint ist. Aber Großvater... Keine Ahnung, sage ich dir. Dass dieses feurige Abenteuer in Siedenkirchen kein anderer gehabt hat, wie dein Großvater, der vor dir steht. Das ist doch gar nicht möglich. Ich weiß, du bist viel zu unerfahren, als dass du das beurteilen kannst, ob dein Großvater zu solch einem Abenteuer noch die geistigen und auch die körperlichen Qualitäten besitzt. Oder hältst du mich auch schon für einen Greis? Aber kein Reden. Dieses knusprige Zuckerpupperl, das wirst du mich gleich begreifen. Ja, das ist ja... Ja, die Lili von den 5 Karnickeln. Dreh einmal das Bild um, was man hinten drauf geschrieben hat. Ja, und mit der warst du am Sonntag? Posiert habe ich mit der. Soupiert habe ich mit der. Ganz allein, in einem Champer Cannabis, wie man das halt so heißt. Ja, Shampoos haben wir halt getrunken, nicht? Ja, in der Früh mit meinem Dusel ist mir da das Blöde mit dem Zinnhäcksel passiert. Du Großvater, ich hab die... Kunibert, du musst mir einen großen Gefallen tun. Ja, das Puppal kann um 8 Uhr mit dem Zug kommen, sich das Geld zu holen, was sie ausgelegt hat, nicht? Ja, das Geld habe ich auch gerade gedacht. Gib ihr das und sag einen schönen Gruß von dem Herrn, der die Tischdecken anzünden hat, nicht? Also, da ich ja Großvater bin, brauchst du nicht erwähnen, nicht? Ja, und jetzt beeil dich, dass du noch abfangen kannst. Halt, Kunibert, nimm das Bild mit, damit du sie gleich erkennen kannst, gell? Ja, und jetzt schickst du um 8:30 gleich wieder fort. Ja, beeil dich nur, sonst versaufst du es ja noch. Und verlieb dich am Ende nicht doch in das Trutschall. Hast du gerufen? Ja, freilich, mit dem Kunibert habe ich geredet. Hochdiplomatisch habe ich das gemacht. Also, mein Lieber, wenn mir keiner das Abenteuer glaubt, der tut's ganz bestimmt. Glaubst du wirklich? Mit 50 Mark habe ich ihn am Bahnhof geschickt, um das Pupperl abzufangen. Ja, da musst du es haben, gell? Da, nicht da. Leid, die Geschichte macht sie. Mein Alter hat die Pferden verloren. Aber klar war mein Glück. Also ich hab ihr den Bären aufgebunden. Ich hätte ihr das Riechflascherl mitbringen wollen. Aber am Bahnhof wär's mir zerschlagen worden, nicht? Und dann war sie ganz gerührt. Bloß die Geschichte mit dem Großvater seinem Abenteuer. Das glaubst du nicht. Hoffentlich geht die Sache jetzt gut aus. Ja, was anderes. Ja, was sagt's denn überhaupt zu diesem Erzgarner, zu diesem Eule da? Ha? Habt ihr noch nichts gekriegt? Nein. So, dann wär's noch kommen. Vor einer halben Stunde kommt der Kistel von der Post per Express, gell? Gott sei Dank war mein Alte nicht da. Und was meinst du, was drin war? 50 Dosen Union-Schuhcreme, jawohl. Ein Zettel hat er auch beigelegt. Jetzt pass auf, da steht's. Willst du mit schönen Frauen posieren, darfst du deine Stiefel nicht wichsen oder gar mit Fisch dran schmieren. Denn Liebesglück, es winkt nur dem, der stets benützt die Union-Creme.
Also wenn so ein Menschen wie der Schäberlein ist, sollte man es überhaupt gleich gar nicht einlassen. Was ist denn los? Liegt der Mensch noch im Bett? Ja, ein Kopf einbunden, eine geschwollene Nase und ein blaues Auge. Eine kleine Unterredung mit seiner Alten hat er gehabt. Ja. Der Lilly eine Fotografie, die ihm der Alte geschenkt hat, hat sie bei ihm gefunden. Aber er ist standhaft geblieben. Er hat gesagt, dass er nicht weiß, wie in seine Taschen reingekommen ist. Der hat ausschauen. Ausschauen tut er, wie der heilige Lazarus. Sag mal, jetzt haben wir die Bescherung. Und die Frau Gemahlin beglückt heute unseren Ort mit ihrem Besuch. Leute, beruhigt euch doch. Da hab ich doch schon wieder vorgesorgt. Ja, warum? Ja, da muss ja für alle Dinge, nicht? Ja, wieso? Jede Stunde muss der Kunibert auf den Bahnhof, um mein Verhältnis abzufangen. Wenn ich bloß wüsste, wo mein Alt ist. Wie heute in der Früh aufgewacht bin, war es schon fort. Sie ist schon da! Sie ist schon da! Die Frau Gemahlin! Yes, jetzt hat der Kunibert doch den Zug versandt. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt! Ja, zum Zipfis nein, wahrscheinlich einen Kaffee trinken. Ja, da wärst bestimmt nach meiner Adresse fragen und kommt dann daher. Ja, abfangen muss das Karnickel werden abfangen, damit unsere Weiber nicht in die Hände fällt, nicht? Selbstverständlich! Und das muss sofort geschehen. Großvater, das müssen Sie machen. Ja, und bei dieser Gelegenheit können Sie sich ihr gleich vorstellen und Sie in unseren Plan einweihen. Ja, und wenn man sie mit den Puppeln sieht, umso besser. Ja, da kann man heute ja nicht mehr zweifeln. Was machen wir? Vater, bringt dir kein was zu Hause. Ich bin doch mal aufgerechnet, heim, wo ich nicht rasiert bin. Ja, was denn? Vielleicht will ich ja noch die Haare ondolieren. Zu diesem Rendezvous. Pass auf, ich frag, dass du ein bisschen was gleich schaust. Geh jetzt von mir. Aber ich bin doch nicht einmal rasiert. Die Schuhe hab ich auch gekauft. Ja, es ist denn. Jetzt geht's einmal zu. Aber Du hast da Geld dabei. nein, ich hab doch die letzten 50 Mark an Kunibert gegeben. Okay, er hat 50 Mark und das ist geil nicht. Wenn ich nicht einmal rasiert bin, heim muss kommen. Die Geschichte geht nicht gut aus, ihr werdet es sehen. Dann ist mein Alter im Stand und wird noch einmal grob zu mir. Führt euch gut. Und wenn ich euch nicht mehr sehen sollte, bewahrt mir ein gutes Angedenken. Das ist ein Feigling. Ach was, mit so einem Menschen soll man sich gar nicht einlassen. Halten uns jetzt nicht mehr länger auf. Kommen Sie, Förster. Wir müssen schauen, dass wir unsere Weiber festhalten, bis das Haus halt wieder abgereist ist. Ja, also dann gehen wir. Das hätte ich auch nicht geglaubt, dass ich als alter Jager von einem Karnickel davonrennen werde. Die junge Dame möchte gern den Bäckermeister Klopp sprechen. Grüß Gott. Entschuldigen Sie. Das von Frau Lilly, nicht wahr? Hat sie also wirklich bei uns brennt. Um Gottes Willen, schauen Sie, da haben Sie 50 Mark für die verbrannte Tischdecke, aber ich bitte Sie, verraten Sie mich nicht. Na, erlauben Sie. Nein, ich kann das nicht so drüber reden, wie ich gern möchte. Ich kann nur so viel sagen. Ich stehe im Familienglück auf dem Spiel. Mein Sohn, wenn sowas von mir erfahren hätte, das wäre gar nicht zum Ausdenken. Ja, entschuldigen Sie, mit wem habe ich denn eigentlich das Vergnügen? Ja, mit mir? Nein, ich meine, ich bin doch der Bäckermeister K. aus W. Sie waren doch so freundlich, mich am Sonntag, oder war es vielleicht schon am Montag, vom Kaffeehaus in den Roten Adler zu führen. Ja, sagen Sie, wir wissen Sie auch nichts mehr. Na, macht doch nichts. Wenn Sie einer schicken, dann wischen Sie den Zug um 8:30. Um Gottes Willen, es kommt jemand. Also, wie gesagt, wir kennen uns nicht. Bitte nicht verraten, gell? Was? Du bist schon da? Hat's also wirklich bei uns bringt? Na, siehst du, das kommt davon, wenn man bei Nacht und Nebel davonrennt, ohne seinem Schatz ein Abschiedspuzzle zu geben. Schau, du hast so fest geschlafen. Da wollte ich dich nicht aufwecken. Ach, ich kannte mir alle Haare ausreißen, weil ich so blöd war, mich als Bäckermeister in das Fremdenbuch einzutragen. Da schau her. Da hast du die 50 Mark für die verbrennte Tischdecken, bevor ich mich aufhänge. Mit dem Vater, ach, mit dem brauchen wir jetzt erst gar nicht mehr reden. Beruhig dich. Das hab ich schon besorgt. Was, du hast schon mit ihm geredet? Na, eigentlich eher mit mir. Da schau mal her. Er hat mir auch gerade 50 Mark für eine verbrannte Tischdecken in die Hand gedrückt. Gespannst, was? Na? Aber ich. Dein Herr Papa hat nämlich am Sonntag in Siebenkirchen auch ein kleines Liebesabenteuer gehabt. Gerade wie sein Herr Sohn. Geh her auf! Ja, wahrscheinlich mit einer meiner Kolleginnen. Na, angeheitert war er auch und jetzt verwechselt er mich mit der anderen. Er hat sich gerade bei mir bedankt, dass ich ihn aus dem Kaffeehaus in sein Zimmer geführt habe zum Roten Adler. Ist denn der Rote Adler auch in der Metzgergassen? Na, freilich. Ja, und dann hat er mich noch gebeten, ich soll ihn ja nicht verraten. Damit du nichts davon erfährst. Na, und zum Schluss
hat er mir noch ganz was Wichtiges sagen wollen. Aber dann bist du daherkommen. Ja, und jetzt glaubt der Vater, dass er das Zündhölzl daneben geschmissen hat. Sonst hätte er mir doch nicht die 50 Mark Schadenersatz aufdrängt. Und der Großvater sagt, dass bei ihm brennt hätte. Was? Bei dem auch noch? Ja, dein Bild hat er mal in die Hand gedrückt. Und dann hat er gesagt, er hätte mit dir am Sonntag soupiert. Ganz allein. Auf einem Kanapee. Und Shampoos trunken. Na, aber geh, Kuni. Dass das alles gelogen ist, weiß doch niemand besser als du selbst. Hm? Eben. Das war ja gar nicht möglich gewesen. Meinem lieben Schnuckiputzi zum Andenken an sein kleines Lillihaserl. Wie kommt denn der Großvater überhaupt zu dem Bild? Na, für 50 Pfennig kriegt es jeder bei uns im Theater zu kaufen. Und die Widmung? Hat sich der alte Sünder wahrscheinlich selber draufgeschrieben. Ja, aber was hat denn der Großvater für einen Grund? Das kann ich dir genau sagen. Der hat die vermeintliche Schuld von seinem Sohn auf sich genommen, um ihm aus dem Schlamassel zu helfen. Ja, alle Achtung! Da bin ich ja in eine saubere Familie hineingeboren. Und das hast du alles in die paar Minuten schon rausgekriegt. Ja, da kannst du mal sehen, was du für eine gescheite Frau kriegst. Ja, jetzt hänge ich mir ja gar nicht mehr auf. Haus geschlossen. Jetzt hab ich ja meinen Vater in der Hand. Mei, die wird's ihm schon geben. Mir mit einem so schlechten Beispiel voranzugehen. Ja, aber nur nichts überstürzen. Dein Herr Papa muss überrumpelt werden, bevor er dahinter kommt, dass wir die Schuldigen sind. Naja, und das wird nicht so leicht gehen, weil ich nämlich den Wirt gebeten habe, dass er uns ja nicht verraten soll. Aber lassen wir mich alles machen. Selbstverständlich. Mit dem Großvater machen wir den Anfang. Und dann kommt dein Vater dran. Ha, dann wollen wir doch einmal schauen, ob er sich noch weigern wird, uns seine Einwilligung zu geben. Großartig. Man sieht, dass du beim Theater warst. Oder guck wer. Jetzt kannst du gleich mit deiner Komödie anfangen. Ja. Ich suche jetzt bloß schnell einen Großvater und schicke ihn gleich her zu dir. Also los, mehr hinausfliegen kann ich nicht. Ich fang dich schon auf. Also bitte, sie ist schon da. Hat uns der Zöpf doch die Wahrheit gesagt. Sie sind also das Fräulein Lilli. Woher kennen mich die Damen? Na, von dem Bild, dass Sie so freundlich waren, einem unserer Männer zu spendieren. Der Ihnen einen Schnuckiputzi abgeben hat. Ach so, ja. Nachdem Sie bei der Konditorei Zöpf nach der Adresse vom Klops gefragt haben, darf ich aber annehmen, dass Sie sich bei uns was holen wollen. Sehr richtig. Gerade aus dem Haus möchte ich mir sehr gern was holen. Ja, natürlich. Die 50 Mark für die verbrannte Tischdecken. Ach, woher wissen Sie denn das schon wieder? Weil es in der Zeitung drin steht. Ach so. Na ja, wenn es in der Zeitung steht, dann muss es natürlich wahr sein. Es hat also bei Ihnen brennt. Noch und der Brandstifter? War natürlich niemand anderer als der Herr Klops. Also nein. Wie Sie das alles so genau erraten können. Es fragt sich nur noch, welcher Klops? Wieso? Gibt's da mehrere Klöpse? 3. Davon kommen natürlich nur 2 in Frage. Entweder mein Mann oder der Großvater. Ja, also, wenn nach Ihrer Ansicht nur 2 in Frage kommen? Selbstverständlich, nur einer von die 2. Ja, also, der, den ich meine, kann unmöglich schon der Großvater sein. Also bitte, Ihr Mann ist es und kein anderer. Nein, das ist jetzt auch wieder nicht gut möglich. Weil der, den ich meine, ist ja noch ledig. Woher wissen Sie denn das? Na, weil er mir's heiraten versprochen hat. Mein Mann hat Ihnen... Oder was er nicht doch, der Großvater? Der ist doch ebenfalls verheiratet. Ach so. Sind Sie seine Frau? Also unverschämt. Ja, und der dritte kommt bestimmt nicht in Frage. Ausgeschlossen. Naja, wenn ich die Herren sehe, wird sich ja die Geschichte aufklären. Hoffentlich. Einen Moment. Sagen Sie mal, war der, den Sie meinen, alleine in Siebenkirchen oder waren da vielleicht seine Freundal mit dabei? Also der, den ich meine, war ganz allein dort. Zu so einem Rendezvous nimmt man doch keine Freundal mit. Also meine Liebe, Sie reden von dieser schmutzigen Geschichte so leicht daher, als ob es sich um ein Rezept für einen Apfelstrudel handelte. Aus Butterteig. Ach, den esse ich für mein Leben gern. Aber was würden denn Sie machen, wenn Ihnen das mit Ihrem eigenen Mann passieren tät? Ich tät mich einfach revanchieren. Wie du mir, so ich dir.
Jawohl, also da hat sie recht. Ja, das würde ich auch machen. Ich glaube nur, dass Sie sich so ein Revanchieren leichter vorstellen, als es ist. Gott sei Dank gibt es ja auch noch Männer, die nicht nur auf grünes Gemüse fliegen. Ah ja, freilich. Manche ziehen ein saftiges Stück Rindfleisch vor. Das Fräulein hätte was zum Reden mit dir. Was denn? Ist das der, den Sie meinen? Das ist mein Schnuckeputzi. Freut mich, Sie kennenzulernen. Emilie Bärenbrunner ist mein Name, genannt Lilli von den 5 Kanickeln. Meine Liebe, Sie sind da nicht auf dem Theater. Also spielen Sie uns keine Komödie vor und tun's nicht so, als ob Sie den Herrn da nicht kennen täten. Also ich gebe Ihnen mein Wort. Das ist nicht der, den ich meine. So, jetzt aber bitte. Wegbein, du bleibst da. Sixus, rein da. Ist der, den Sie meinen, vielleicht da drunter? Gott sei Dank nein. Dann ist es doch wirklich der Eude gewesen. Also, ich weiß nicht, ich kann das Madel nicht finden. Sie ist schon da. Schnuckiputzi! Da bist ja endlich! Ja, ich bin leider nicht rasiert. Und aber warum denn so schüchtern? Der ganze Ort weiß doch bereits, dass du am Sonntag mit der Lilli von den 5 Kanickeln soupiert hast. Ja, Nur den Damen hier scheint diese Tatsache noch unbekannt zu sein. Ja, ich habe kein Geheimnis draus gemacht. Nur manche Menschen trauen einem sowas nicht mehr zu. Ja, aber Geschnuckiputzi, wenn man noch so blühend ausschaut wie du. Da müssen Sie mich erst sehen, wenn ich rasiert bin. Ja. Da haben Sie die 50 Mark für die verbrennte Tischdecke. Na also, das Geschäft blüht? Ja, Großpapatschan, das hätte auch niemand von Ihnen geglaubt, gell? Dass Sie noch so ein jugendlich temperamentvoller Lebemann sind. Haben Sie das gehört? Ich, der Kreis. Glauben Sie vielleicht, dass mir das noch imponiert, wenn Sie auf Ihre alten Tag noch so einen verliebten Hans Wursten spulen? Jawohl! Das sag ich einer schon. Reg dich doch nicht auf, Schnuckiputzi. Mir gefällt's. Und das ist die Hauptsache. Na, und wenn wir erst verheiratet sind. Aber Schnuckilein, du wirst doch dein Versprechen halten. Verführung unter Zusage der Ehe, Zuchthaus bis zu 3 Jahren. Was denn? Dann bist du also richtig du gewesen. Jetzt wird mir die Sache so selber langsam mehr als verdächtig. Und du hast mir gestern der Ehrenwort gegeben, dass der Vater nichts war. Weil Ihrem Vater sowas nicht zutraut hätte. Aber jetzt kommt dieses Fräulein da daher und... Ich lass mich scheiden lassen mich. Dann kannst du das Friedschall da heiraten. Da bin ich jetzt narrisch worden, oder was? Jetzt geht mir auch ein Licht auf. Warum du gestern um 2 Stunden früher heimgekommen bist als bei mir? Und zu uns sagt er, ist zu seiner Schwester nach Halsbach gefahren. Ein feiner Bruder sind Sie. Kein alter Sünder bist du! Also, Großvater, dass du mir sowas hast antun können, das hätte ich nicht von dir gedacht. Du schau, dass du in der Backstube kommst, das geht dir nicht so, du bist noch zu jung. Was? Das geht mich nichts an. Dieses brave und anständige Mädel ist die erste und einzige Liebe, die ich in meinem Leben gehabt habe. Ja, heiraten hätte ich sie wollen. Und jetzt kommt mein eigener Großvater daher und knickt mir diese Rosenknospe vor der Nase weg. Jetzt kann ich mich nur noch aufhängen. Und du, Großvater, du bist mein Mörder. Ja, so weit kann's kommen, in so einem alten Hammel noch einmal die Hörner zu verpassen. Das ist Ruhe! Das Lassen ist dir überzeugt, dass ich auf der Stimme. Und den Hammel lass ich nicht auf mir sitzen. Lasse, jetzt sagst du sofort die Wahrheit. Oder ich geh vors Gericht. Da muss das Fräulein bezeugen, dass es mich überhaupt nicht gejuckt hat, nicht? Und ob ich vielleicht ein Rosenknospenknicker bin oder nicht. Ich lass mich scheiden. Und ich häng
der Sünder bist du! Was redest denn du? Du hättest doch niemals eine Einwilligung gegeben zu der Heirat. Selbstverständlich hätte ich sie gegeben. Freiwillig und gern hätte ich sie gegeben und ohne jede Bedingung. Wenn mir der Vater nicht dazwischen gekommen wäre. Das können Sie jetzt leicht sagen, jetzt wo es zu spät ist. Ona, da muss ich mir den Vater schon in Schutz nehmen. Liegen tut er nicht. Da hast du recht, Bruder. Und wenn er sagt, er hätte uns seine Einwilligung gegeben, ohne Bedingung, freiwillig und gern, dann hätte er es auch gemacht. Ja. Und so glücklich wären wir miteinander geworden. Und jetzt kann ich mich nur noch aufhängen. Liegen, ja, alle miteinander, liegen, alle waren in 7 Kirchen. Jawohl, und es muss sich noch herausstellen, ob mein Sohn alleine oder vielleicht die Herren Barockbrüder in 7 Kirchen am Sonntag in ihrem Blatt auch eine Herzdame gehabt haben oder nicht. Ausgeschlossen. Wir 3 haben in einem Zimmer geschlafen. Braue. Ach so, also habe ich ja doch recht gehabt. Ich sag's ja immer, der meine ist sogar zum Lügen zu blöd. Gott sei Dank, jetzt ist endlich raus. Ja, das stimmt, wir waren alle in 7 Kirchen. Wir haben ja alle im Roten Adler geschlafen. Und kein Mensch hat was davon erfahren, wenn der Herr Vater nicht diesen Blödsinn mit diesem Streichhändel gemacht hätte. Rasi, jetzt sag ich dir zum letzten Mal. Wir sind alle sitzen am Schlafen gegangen. Nur du natürlich, du hast da extra durchstehen müssen. Na, also diese Bezeichnung ist aber nicht gerade sehr schmeichelhaft für mich, Herr Klops. Da hören Sie wieder, da hören Sie, mein Fräulein, sogar Ihnen tut er beleidigen. Das ist ein feiner Herr, mein Herr Sohn, der sollte vielleicht schämen. Schämen sollen sich alle, die bei der schmutzigen Geschichte beteiligt waren. Jawohl, ohne soll es schämen, ohne. Sie, Herr Großvater, am allermeisten. Was ich? Warum? Merken Sie sich, man renommiert nicht mit einem Bild von einem anständigen Mädel in so einer Art und Weise herum, wie Sie es mit dem meinigen gemacht haben. Und erzählt keine Geschichten von einem Souper und so weiter, an denen kein Wort wahr ist. Nein, ich hab halt Ja, ich weiß schon. Einem anderen hätten Sie helfen wollen. Aber dabei hätten Sie sehr leicht das Lebensglück von Ihrem eigenen Enkel zerstören und uns um die Einwilligung von seinem Vater bringen können. Die er uns sonst, wie er ja gerade gesagt hat, ohne Bedingung, freiwillig und gern gegeben hätte. Ach so, einem anderen hat der alte Herr helfen wollen. Ja, und wer wäre dann der andere gewesen, wenn man fragen darf? Den zu ermitteln, muss ich schon Ihrem Scharfblick überlassen, meine Damen. Papa Klops, 100 Mark deponiere ich bei Ihnen. 50 Mark nehme ich mit. Für die Frau Gemahlin aus der Zeitung. Ja, kennen Sie denn die Person? Ich vermute, dass es eine von den 5 Kanickeln ist, die mir zum Verwechseln ähnlich schaut. Also jetzt bin ich selber schon ganz blöd. Blutabfrischung! Kunibert, du bist doch so nett und begleitst mich auf die Bahn. Jetzt wird ja dein lieber Herr Papa bestimmt nichts mehr dagegen haben. Ja, woher denn? Der hält sein Wort. Ohne Bedingung. Freiwillig und gern. Meine Herrschaften? Meine Herrschaften? Mein Lieber, da bin ich meinem Herrn Sohn nicht schlecht aufgesessen. Das ist nur die gerechte Strafe für deine Sittenlosigkeit. Traurig nur, dass ich sowas nach 25-jähriger Ehe noch bei dir erleben muss. Schlechte Gesellschaft verdirbt gute Sitten. Pepperl, von heute ab spielst du deinen Tarock zu Haus. Mit mir. Ja. Ihr Mann ist kein Umgang mehr für den meinigen. Was rennst du denn da? Die anderen sind doch auch nicht besser. Jawohl, sehr richtig. Ich war von Haus aus dagegen. Nein, aber die 3 Herren, alle haben es mir zugegeben, dass wir fahren sollen. Da hört es. Ja, ins Theater zu gehen, ja, aber zu nichts anderem. So. Haben Sie nicht extra beim Eule 200 Schachteln Schuhcreme steht, damit er das Jahr arrangiert hinterher mit dem Souper? Und Sie, waren Sie vielleicht nicht einverstanden? Und für wem haben Sie die Brosche gekauft? Um 80 Pfennig, ha? Das habe ich bloß wegen Ihnen gemacht, natürlich. Nur wegen Ihnen, weil ich Ihnen mit Ihrem Riechflasche nicht hinterstehen wollte. Eine Sittenlosigkeit ist das. Das sollte man doch nicht für möglich halten. Ja, seien bloß Sie, Stadt. Sie haben es am allerersten getrieben, weil wir keine Theaterkarten mehr gekriegt haben. Sie haben uns doch eingeladen zur Jagd. Sonst waren doch wir von daheim gar nicht fortgekommen. Sie sind doch schuld an der ganzen Geschichte. Jawohl, der Großvater hat recht. Ah, da schau her. Ah, jetzt bin ich schuld. Hätten Sie die 2 Flaschen Shampoos nicht bezahlt, dann wäre der Klops um das bisschen Verstand nicht gekommen. Da hätte er wenigstens gewusst,
ob er allein oder zu zweit heimgegangen wäre. Der Klops ist der Einzige, der bei der Geschichte auf seine Rechnung gekommen ist. Und ich hab die Schläge dafür gekriegt. Jawohl, So, meine verehrte Frau Försterin, ich komme jetzt direkt aus Siebenkirchen. Ja, unsere Männer sind unschuldig. Der Großvater hat uns nämlich alle miteinander nur am Bären aufgebunden. Weil das Zimmerfeuer, das war gar nicht im Roten Adler, nein, sondern am anderen Ende von der Metzgergasse, im Blauen Fuchs. Da bin ich natürlich gleich hin und hab gefragt, ob mit dem K aus W vielleicht der Großvater Klops gemeint wäre. Da hat der Wirt gelacht und hat gesagt, den Namen dürfte er mir nicht verraten, weil er so versprochen hat. Aber er hätte schon der Enkel sein können, als wir der Großvater. Ja, zwei ganz junge Leute waren's. Wissen's, Frau Försterin, die Blamage, die gönn ich Ihnen für Ihr ewiges Misstrauen. Sie, Frau Dünnhirn, schauen Sie sich jetzt einmal die Gesichter von diesen Herren der Schöpfung genau an. Und dann behaupten Sie noch, dass ich Unrecht habe, wenn ich sag, wir brauchen eine Blutauffrischung. Ach, unser Ort verblödet. Aber schon sehr. Schauen wir mal, dass ich vor die Leid. Ja, Sie, Frau Försterin! Bäckermeister K. aus W. Oh mei. Im Roten Adler hat's also gar nicht brennt. So was, hä? Ich hab gar nicht gewusst, dass es in der Metzgergasse einen blauen Fuchsen gibt. Wer jetzt das wohl war, der Bäckermeister K. aus W., der das Zündhölzl daneben geschmissen hat? Keine Ahnung. Aber der Watschen kriegt der Lausbär noch vor seiner Hochzeit. Ich weiß nicht, Leute, aber ich hab so das Gefühl, als wenn bei der ganzen Geschichte jetzt mir fünfe die Karnickel waren. Thank you.